Liebe Maisha, herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Pachtag. Wir freuen uns sehr, dass du den Impulsvortrag zum Thema Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur machst. Natürlich hätten wir es gern, dass du live teilgenommen hättest bei dem Pachtag, aber das ging ja bei dir nicht. Und jetzt haben wir eine wunderbare Lösung gefunden. Wir machen ein Gespräch und dadurch wirkt das auch nochmal interaktiver. Ja, guten Morgen, liebe Rimsi. Ich freue mich sehr, dass wir uns die Zeit genommen haben, um hier gemeinsam über das Thema meines Impulsvortrags zu sprechen, das Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur. Und ich wäre natürlich lieber live bei euch gewesen, kann terminbedingt leider nicht vor Ort sein. Und deswegen finde ich diese Lösung, dass wir ein Gespräch führen, wunderbar. Sehr schön. Ich habe mir auch tolle Fragen überlegt und ich fange mal einfach an mit dem Thema. Du hast ja einen Artikel geschrieben über das Thema Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur. Was genau versteht man unter einer Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur? Was heißt das eigentlich? Ja, ich habe mich für diesen Titel entschieden, weil die Kinder- und Jugendliteratur als Abbildung der sozialen Wirklichkeit gilt. Also es gilt als ein Zugang zu der sozialen Wirklichkeit. Und es führt uns ein, es ist eins von den Hauptinstrumente, um uns einzuführen darin, wie die soziale Welt ist. Und es hilft uns, ein Bild von uns selber zu machen, ein Bild von den Menschen, die uns umgeben, die Menschen, die wir lieben, unsere Familie, unsere Communities. Und es hilft uns, ein Fenster in die Welt zu bekommen. Und wenn die Menschen, die in der Gesellschaft sind, sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich als Handelnde zu sehen, also handelnd vorzukommen, problemlösend vorzukommen, dass Menschen mitfiebern können, welche Entscheidungen, welche Schritte muss ich machen, wen muss ich einbeziehen. Wenn Menschen sich nicht wiederfinden, wenn Kinder sich nicht wiederfinden, dann ist es schwer, mit ihnen mitzufiebern und ein Gefühl für ihre Lebensumstände zu entwickeln. Und das ist also dieses empathische Gefühl, also nachzuvollziehen, dass Menschen mit bestimmten Themen ringen. Und um das zusammenzufassen, es gibt diese Formel von einer ehemalige Professorin für Bibliothekswissenschaften, Rudine Sims Bishop heißt sie. Und sie hat die hat einen sehr, sehr kurzen Text. Der ist nur 2 Seiten lang. Und dieser Text heißt Windows and Mirrors. Und was Rudine Sims Bishop sagt, ist, dass alle Kinder ausreichend Spiegelerfahrungen brauchen. Also Kinder müssen handelnd vorkommen. Wir müssen sehen, wie eine 5-jährige Rimsie, eine 5-jährige Maisha, also wie wir in Berlin oder wo auch immer wir aufgewachsen sind. Ich bin migriert mit 17 Jahren nach Deutschland, das heißt in Nairobi. Also und auch das geopolitisch, die Verbindung von bedeutsame Orte, die für die Lebensbiografie wichtig sind. Also die müssen sichtbar werden. Und das sind die sogenannten Spiegelerfahrungen. Und für historisch exkludierte, für historisch marginalisierte Gruppen gibt es zu wenig Spiegel. Okay, das wollte ich gerade sagen. Also nicht alle Menschen sind gleich repräsentiert, Ganz genau. unterschiedlich sichtbar. Ja. Und wie wirkt sich solch ein Empathiegefälle auf die Kinder, die weniger oder gar nicht repräsentiert werden? Ja, also es gibt so ich bin in den 70ern geboren und bin mit einer Literatur aufgewachsen, die zum Teil in der Kolonialzeit entworfen wurde. Also Enid Blyton, Pippi Langstrumpf wurde auch in der Kolonialzeit entworfen. Und die Art von Literatur, die wir inzwischen zur Verfügung haben, ist auf jeden Fall größer als das, was ich in meiner Kindheit zur Verfügung hatte. Aber da fängt das Problem schon an, dass zum Beispiel Mädchen sehr wenig als Hauptfigur vorgekommen sind. Und dann gibt es Studien inzwischen über das ganze 20. Jahrhundert. Und da ist wirklich kontinuierlich bis heute sind Mädchen immer noch unterrepräsentiert als Hauptfigur. Wir würden denken, dass das besser geworden ist. Es gibt unterschiedliche Medien, die es besser machen können. Lego zum Beispiel, die Lego-Werbung in den 70er war eine sehr, sehr geschlechtergerechte Werbung. Die ist schlimmer geworden. Also deswegen, es ist nicht immer nur eine Linie von Fortschritt, sondern entlang von den Studien zu Exklusion und zu Unterrepräsentation ist es nämlich, wenn nicht sozialkritische Bewegungen
bestehen und Menschen, IllustratorInnen, AutorInnen, Schulbuchverlage, BibliothekarInnen, Lesepatinnen, die dafür sich einsetzen, dass eine gerechte Repräsentation passiert, dann rutscht das wieder ab. Und dann sind die Gruppen, die eher zu privilegierten Gruppen gehören, die Mittelschicht, zu der ich inzwischen gehöre, auf jeden Fall Menschen, die männlich sind, zum Beispiel Menschen, die keine Behinderung haben, die werden überrepräsentiert. Also bürgerliche Menschen, weiße Menschen, Menschen im globalen Norden werden überrepräsentiert. Und das ist, was ich auch in Kenia gelesen habe, in Nairobi gelesen habe, als ich aufgewachsen bin. Also es ist erstaunlich, wie dieser Kinder- und Jugendliteraturbüchermarkt funktioniert. Der ist global und der ist tatsächlich in diesen Linien von Unterrepräsentation relativ gleich verteilt in ihrer Also Ungerechtigkeit. ist es auch schichtabhängig, ja? Definitiv schichtabhängig, definitiv schichtabhängig. Die Frage müssen wir uns immer stellen. Meine Mutter ist im Kolonialismus geboren worden. Ich bin 10 Jahre nach der Befreiung, nach der Unabhängigkeit Kenias geboren worden. Und eine Seite von meiner Familie ist aus der Arbeiterinnenklasse. Die andere Seite ist bürgerlich, die Seite von meinem Vater. Und ich bin inzwischen bürgerlich. Ich bin bildungsbürgerlich. Es fällt mir immer sehr schwer, das so zuzugestehen, weil ich sehr mit der Seite von meiner Mutter identifiziert bin, mit Working Classness. Aber meine Realität ist, dass ich ökonomisch privilegiert bin und ich bin bürgerlich. Und ich habe angefangen, mich mehr mit meinen Privilegien auseinanderzusetzen. Ich habe auch Privilegien bezogen auf Ableismus, also bezogen auf nicht behindert werden. Die Art, wie ich mich fortbewege durch Räume, ist immer gedacht und ist immer der Ausgangspunkt von jeder Erzählung. Und dann muss es extra expliziert werden, wenn eine Person sich mit dem Rollstuhl fortbewegt. Und die Kinder- und Jugendliteratur, da es eben halt etwas ist, was wir uns imaginieren, was aus dem Kopf kommt, ist eigentlich ein Ort, an dem wir Inklusion relativ schnell schon schaffen können. Indem wir Selbst- und Weltbilder vermehren und mehr Geschichten haben von Menschen, die sich unterschiedlich durch die Welt durch die soziale Welt bewegen. Es gab ja es gibt diese eine Comic-Erzählung und in der es heißt also über Bildungsungerechtigkeit, in der so verschiedene Tiere am Start stehen und die haben genau die gleiche Aufgabe, auf den Baum zu klettern. Und es gibt einen Elefant, es gibt eine Möwe, es gibt einen Affe. Das ist ein sehr schönes Also Bild übrigens. das ist ein total schönes Bild, weil die unterschiedliche Lebewesen können nichts dafür, dass das ihre Art ist. Auf dem Boden ist ein Leopard wahnsinnig schnell. Wenn die Aufgabe ist, lauf von Point A to Point B, ist der Leopard irgendwie in einer guten Ausgangsposition. Aber wenn die Aufgabe für alle gleich lautet, auf den Baum zu klettern, dann ist der Elefant schon irgendwie direkt schon ausgeschieden. Und die Idee ist, es gibt auch eine Übersetzung davon mit öffentlichen Bibliotheken, wo es ein ganz, ganz altes Gebäude, ein Altbau gibt und unten steht eine Person, die ein Kind im Kinderwagen hat, eine Person, die frisch einen Unfall gehabt hat, einen Fahrradunfall gehabt, eine Person im fortgeschrittenen Lebensalter, ein Teenie, ohne jegliche körperliche Einschränkung und die sollen alle einen fairen Zugang zu dieser Bibliothek haben. Also Aber wenn die Treppe erstmal da Barrierefreiheit ist, ganz genau, wichtig. unterschiedliche Voraussetzungen ernst nehmen und Barrierefreiheit, ganz genau. Danke. Und noch eine Frage zu diesem Thema. Wie sollen denn Eltern, Pädagogen, Bibliothekarinnen problematische Darstellungen in Kinderbüchern erkennen? Wie erkennt man das eigentlich? Also das ist ja nochmal ganz wichtig für Personal, die auch diese Kinder ausbilden. Und Absolut. Also vielleicht 2 Sachen dazu. Die erste Sache ist, es bedarf immer multiprofessionelle Teams, um Büchersammlungen anzuschauen und zu sehen, für wen fehlen Spiegelerfahrungen und für wen fehlen Fenstererfahrungen. Und die Fenstererfahrungen sind immer die Erfahrung von Diversität. Also wenn ich in jedem Buch sehe, dass jede Person überall Zugang zu Räumen hat, weil die nicht mit dem Rollstuhl fahren, dann fehlt mir eine Fenstererfahrung. Es fehlt mir die Erfahrung, wie unterschiedliche Studierende, die auf einem Campus sind, in dem es keine barrierenfreien Zugänge gibt, wie es dann für diejenigen Studierenden aussieht, die eben halt nicht mit ihren Füßen in einen Raum reinkommen, sondern mit einem Rollstuhl in den Raum reinkommen. Oder die eben halt frisch verunfallt sind und die Türen gehen in die Richtung. Ich habe es nämlich einmal gehabt nach einem Fahrradunfall, dass ich eine Gehhilfe hatte und dass alle Türen
so aufgehen, dass ich die nicht aufhalten kann und zugleich meine Gehhilfe halten kann. Also deswegen, es fehlen Fenstererfahrungen. Es fehlen Kindererfahrungen. Wenn alle Bücher sehr bürgerlich und mittelschichtsorientiert sind, dann fehlen Erfahrungen von denjenigen Familienzusammenhängen, wo eine Elternperson länger erwerbslos ist oder wo Elternpersonen in psychischen Krisen sind. Ich habe mal in der Kinder- und Jugendbuch-Jury gesessen, in der es ein total spannendes, tolles, empathisches Buch gab, über ein kleines Mädchen aus ihrer Point of View, aus ihrer Sicht erzählt von 8- bis 9-Jährigen, deren Vater inhaftiert war. Und wie es ausgesehen hat, die Beziehung zu beiden Elternpersonen, die miteinander immer noch in der Beziehung waren, aber der eine war eben halt inhaftiert. Also wir brauchen Erzählungen, die an die Diversität des Lebens erschließen. Also man kann sagen, Anschließen. dass die Bibliotheken sind ja für alle Menschen. Richtig. Und wenn es für alle Menschen sind, soll es auch die Lebensrealität aller Menschen auch versuchen zu repräsentieren. Ganz genau. Und das passiert aber nicht hinreichend, weil Kinder- und Jugendbücher sind auch, also es ist ja nicht nur eine Autorin, die entscheidet, wie sie das Buch schreibt, sondern sie macht sich auch Gedanken, ob es einen Markt dafür gibt. Und es gibt so bestimmten Themen, die einen sehr großen Markt haben. Ich spekuliere nicht, sondern das sind empirische Studien. Die Hauptfigur sind oft jung und ihre Hunde. Und ich bin ein Katzenmensch, deswegen ketzere ich so ein bisschen, aber eigentlich liebe ich alle Tiere. Aber es ist eine eingeschränkte Welt, wenn die Handelnden, die Menschen, deren Lebensrealitäten es wert sind, weil es ist eine soziale Wertschätzung, ein bestimmtes Art von Leben immer wieder zu zeigen. Es gibt auch machtkritische Studien, die sagen, es ist eigentlich eine schleichende Werbung für eine bestimmte Art von Leben, für ein eventuell heteronormatives, heterosexuelles Leben, für eine bürgerliche Kleinfamilie mit 2 Kindern, wo der Mann mehr verdient als die Frau, die in der Stadt leben oder so. Also das ist tatsächlich das Problem von diesen fehlenden Erfahrungen von Diversität, von den fehlenden Fenster, wenn wir nicht zum Beispiel zeigen, wie das Leben auf dem Land ist und auch nicht ein klischeehaftes Leben von einem Land zeigen, sondern ein vielfältiges Spektrum von Menschen, gestresste GroßstädterInnen, die aufs Land gezogen sind, ökologische Gemeinschaften, die aufgrund von Klimagerechtigkeit unterschiedliche Wohnformen haben. Es gab die Atomprotestbewegung, die auch stark auf dem Land, im Wendland oder so verbreitet sind. Also wenn wir solche Sachen nicht zeigen, dann machen wir Werbung für eine bestimmte begrenzte Art von dem, wie das Leben sein kann. Und das ist ein Problem. Und es ist vor allem ein Problem, weil es eben halt bürgerliche Lebensmuster bevorzugt und antibürgerliche Kritiken zum Beispiel nicht zeigt, wie Pippi Langstrumpf. Das ist eigentlich Punk-Culture, das ist total wichtig, das ist eigentlich ein total spannendes Beispiel, aber auf der anderen Seite sind sehr stark koloniale Bilder, die ungebrochen sind, koloniale Hierarchien, die ungebrochen sind. Ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt jetzt Ja, eingehen, gerne. und zwar auf die Rolle der Bibliotheken, weil das ist heute unser Thema. Die Bibliotheken durchlaufen ja so eine diversitätsorientierte Öffnung. Ja. Also in der Stadtbibliothek Pankow ist zum Beispiel seit 8, 9 Jahren dieser Prozess. Und Bibliotheken sind ja nicht nur Orte, wo man Bücher ausleiht. Ja. Es sind Orte für interkulturelle Begegnungen, es sind inklusive Lernorte, wo auch Mehrsprachigkeit gefördert wird. Zu diesem Thema nochmal eine ganz konkrete Frage. Welche Rolle spielen Bibliotheken in der Förderung von Anerkennungsgerechtigkeit, deiner Meinung nach? Ja, total spannend, Rimsie. Bibliotheken haben auf jeden Fall eine sehr große Rolle in der Ermöglichung von Bildung und Teilhabe. Und vor allem bei dem Teilhabeaspekt, also ist die Frage von dem, welche Möglichkeiten von Partizipation bietet eine Bibliothek eben halt den BesucherInnen an. Und da wurde ich gerne von einem Forschungsprojekt, was ich mit Melanie Ramadashan-Bold und Fariba Schulz in den letzten Jahren gemacht habe, kurz berichten. Dieses Projekt heißt Inclusive Youth Literature in Berlin in Glasgow. Eigentlich hieß es in Classrooms in Berlin in Glasgow. Aber es geht nicht nur um das Klassenzimmer, sondern es geht eben halt eher um die Nachbarschaft. Und Bibliotheken und Nachbarschaften sind Orte,
wie du schon angedeutet hast, der Begegnung, der Interaktion und auch der Heranführung an unterschiedlichen Aspekte der literarischen Welt. Und ein Aspekt von was wir in Glasgow gesehen haben bei der Bibliothek, ist, dass sie sehr stark darin involviert waren, dass die Schulklassen in der Gegend eigene Ausstellungen gemacht haben. Die sind in die Bibliothek gekommen und die haben im Rahmen ihrer Projektwochen Ausstellungen gemacht. Also die konnten selber, ich nenne das jetzt Kunst und nehme jetzt einen sehr teilhabeorientierten Begriff von Kunst und meine jetzt nicht die Leute, es gab tatsächlich Gemälde, Bilder und Collagen und solche Sachen, aber es gab auch so Stationen, in denen Leute unterschiedliche Gegenstände, Kinder unterschiedliche Gegenstände, in denen sie ihre Selbst- und Weltbilder gesehen haben, zu Hause mitgebracht haben. Und die Idee war, dass es um Kinder- und Jugendmedien ging, also die sie als inklusiv begreifen. Für mich war die große Überraschung, dass Musik eine sehr große Rolle gespielt hat. Dass sie wahnsinnig viele so Plattencovers gebracht haben. Noch überraschender für mich war, dass sie die Musik ihrer Elternperson mitgebracht haben und gezeigt haben, und das waren vor allem Kinder. Glasgow ist eine Stadt, also auch wie Berlin, eine postmigrantische Stadt, in der es sehr viele Migrationsrealitäten gibt und auch sehr viele transnationale Familiengeschichten und Community-Geschichten gibt. Und da haben Kinder in dieser Musik eben halt gezeigt, was so eine Verbindung ist von so Gruppen, die eingewandert sind in den aus der Karibik, Westindien, Migrantinnen ins Vereinigten Königreich. Oder die haben aus Indien und Pakistan auch die verschiedenen Einwanderungswellen in die UK gezeigt, haben aber auch Musik gezeigt, die Kolonialismus und die antikoloniale Kämpfe gezeigt haben. Ich war wahnsinnig überrascht, dass so junge Kinder im Grundschulalter so stark noch an die Medien von ihren Eltern hängen. Ich hätte gedacht, dass sie eigentlich eine sehr große Distanz haben. Aber das war nicht der Fall. Und das war jetzt ein Modell, um zu sagen, dass es nicht nur ein passives Empfangen von Wissen ist, in die Bibliothek zu gehen, sondern die Bibliothek ist ein Ort, an dem Man ich gestaltet sichtbar werden kann. und mitgestaltet. Ganz genau. Also Interaktion, wie du das Ja. angedeutet hattest. Das war für mich ein gelungenes Beispiel dafür. Okay. Also nochmal, um das nochmal zuzuspitzen, was macht eine Bibliothek zu einem inklusiven Ort? Die Öffnung zu den Migranten-Communities sicherlich ist Ja. ein Punkt. Ja. Was noch? Also definitiv das, was du angesprochen hast, diese Qualifizierung und Professionalisierung in diversitätsorientierte Bibliotheksarbeit ist wahnsinnig wichtig. Und ich denke, es ist auch eine Qualifikation. Einige Menschen haben manchmal das erweckenden Eindruck, dass es eine Qualifikation ist. Wir haben das gemacht, check. Es ist lebenslanges Lernen. Also auch den Umgang mit einer diversen, hyperdiversen und postmigrantischen Gesellschaft erfordert lebenslanges Lernen, auch von mir. Und deswegen ist es nicht einmal was gemacht ist und dann vorbei ist. Und das Zweite, was ich auch versucht habe anzudeuten mit dieser Partizipationsqualität, dass es nicht nur darum geht, Menschen als Kundschaft, also postmigrantische Communities als Kundschaft zu sehen, sondern die zu animieren, das, was in der Bibliothek passiert, in der Maße, wie es möglich ist, mitzugestalten, über Ausstellungen, über dann Ausstellungsführungen zum Beispiel, wo die auch das Gefühl haben, das, was sie zu vermitteln haben, ist wertvoll, also auch die soziale Wertschätzung. Und letztendlich ist ein großes Fundament die Netzwerkarbeit. Und vor allem die Netzwerkarbeit mit Selbstorganisation von historisch marginalisierten Gruppen, also von Migrantinnen Selbstorganisationen, von Selbstorganisationen, die diskriminierungskritisch arbeiten. Ich glaube, da ist Pankow, die Stadtbibliothek Pankow auch ein gutes Beispiel, weil sie haben ja ganz viele Kooperationen mit ganz vielen Migrantenorganisationen, was vor 8 Jahren zum Beispiel nicht der Fall war. Hört sich Ja, gut dieser an. Prozess hat sich im Prozess entwickelt sozusagen. Ja. Und dadurch sind auch ganz viele Angebote in das Bibliothek reingekommen. Ja. Also auch, ich glaube, Bibliothek sollte auch ein Ort sein, wo man Räume schafft, auch Räume zur Verfügung stellt Ja. an die Communities, Ja. ja,
wo sie selber gestalten. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel auch diese Sonntagsöffnungen und das macht jetzt auch eine Migrantenorganisation, glaube ich, in Pankow. Und das, ja, sie gestalten selber diesen Tag. Und Ja. das ist das, was du auch gesagt hast, Hört sich nach dieses einer erfolgreichen... Mitgestalten, nicht nur konsumieren, Ja. sondern wirklich mitgestalten. Ja, also nicht nur als Klientinnen gesehen werden, sondern tatsächlich ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Mitgestaltung zu haben. Genau. Also eben halt der Zusammenhang zwischen Bildung und Teilhabe zu stärken. Jetzt kommen wir nochmal zu der Literatur. Gerne. Wie können denn die Bibliotheken damit umgehen, diskriminierungssensible Literatur noch sichtbarer zu machen? Ja, also auch das ist ein sehr langer Prozess und auch ein Prozess ein kollektiver Prozess. Das Erste, was ich immer sage, weil ich bin oft gefragt worden, was ist ein gutes Buch? Und es gibt total viele gute Bücher, aber eigentlich wichtiger als das gute Buch ist die Sammlung. Und die Idee jetzt zum Beispiel, Bücher zu sammeln, die Kinder zeigen, die in ihrer Geschlechtsidentität nicht binär sind, ist schon mal so ein Teil von der Büchersammlung, die ich in vielen Büchersammlungen nicht gefunden habe, auch in meiner eigenen Büchersammlung. Dann die Lebensaspekte von Fluchterfahrung ist inzwischen, glaube ich, ein bisschen stärker schon einbezogen worden, aber nicht aus einer handlungsmächtigen Perspektive, wo die Menschen mit Fluchterfahrung selber erzählen und selber gestalten. Ich habe was mitgebracht, wenn ich mal das erste Buch schon mal zeigen dürfte. Ich habe dieses Buch von Shaun Tan mitgebracht. Und das finde ich ist immer ein total gutes Beispiel dafür, weil Shaun Tan, also erstmal, es ist ein Graphic Novel, es ist ein Buch, was ohne ein einziges Wort auskommt. Die einzigen Wörter, die hier sind ganz am Ende von dem Buch in der Notiz von dem Autor, in dem Artist's Note. Und ansonsten ist das echt auch wieder wie eine Ausstellung. Es ist ein Graphic Novel, was anfängt mit Porträts. Und Porträts ist eine sehr ungewöhnliche Art, um Menschen mit Fluchterfahrungen, mit Fluchtbiografien zu zeigen, weil zu dieser Lebenserfahrung von Fluchterfahrung gehört eben halt als Masse gesehen zu werden, als irgendwie das Boot ist voll, also diese ganzen Sprachbilder, die eher nicht zeigen, dass es sehr unterschiedliche Lebensläufe sind, die unterbrochen sind durch Gewalt, Krieg, durch unterschiedlichen Umständen und dass es keine leichte Entscheidung ist, an einem Ort oder die gesamte Familie zu entwurzeln von einem Ort und zu entscheiden, an einen anderen Ort zu gehen oder so und dazwischen auch viele verschiedene Orte zu haben. Und dieses Buch ist so eine Möglichkeit, das zu entschleunigen. Und das zeigt in sehr unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Orte, an denen Menschen zu Hause sind. Das hat so was sehr Minutiöses. Es gibt echt eine Doppelseite, die nur Wolken zeigt, zum Beispiel. Und es hat so ein bisschen was von so dystopische Kunst, weil es auch versucht, die Erfahrungen von Gewalt, von Unterdrückung, von rausgeschmissen werden, gerecht zu werden. Und es zeigt wirklich geopolitisch Leute an sehr, sehr zeigt auch unterschiedlichen... Emotionen, finde ich. Es zeigt Emotionen, aber es zeigt die Connections, es zeigt die Verbindungen. Es zeigt diese Verbindung in der Erfahrung, da fangen schon die Wolken an. Es zeigt die Verbindung, das ist meine Lieblingsseite. Die besteht nur aus Wolken. Also so sinnbildlich für die unterschiedlichen Stationen. Und es hat so ein ganz kleines bisschen so fast Science-Fiction Element, weil diese Menschen, also eigentlich sieht das sehr stark nach so einer Geschichte von Aufbruch, von Flucht und so weiter. Aber ein ganz wesentlicher Element von Flucht ist Ankommen. Und es zeigt diese unterschiedlichen Arten von Ankommen, die Schwierigkeiten des Ankommens, aber auch die Schönheit des Ankommens. Und das ist das letzte Bild, was ich zeigen werde. Das ist dann in dieser Erzählung, also wir denken nochmal, es sind Imaginationen, es sind Möglichkeiten, Kinder- und Jugendliteratur oder Literatur überhaupt ist eine Möglichkeit, um zu kanalisieren, also sowohl Themen zu kanalisieren, Erfahrungen zu kanalisieren, Spiegeln zu erzeugen. Jede Person, die flüchtet und an einem Ort ankommt, bekommt quasi so ein Leittier. Und dieses Tier symbolisiert,
das Neue von dem Menschen, was der Mensch nicht kennt, was aber irgendwie entstehen muss an diesem neuen Ort. Und der hier fängt schon mit der Fliegenklatsche an, das eigene Tier zu schlagen. Es ist hilarious. Also es ist sehr, sehr süß gemacht. Das ist wirklich einer von meinen Lieblingsbüchern. Und das, was ich finde wichtig an dieser Art von Erzählung, nur als Beispiel, auch von unterrepräsentierter Erzählung in Büchersammlung, ist, dass es Menschen ermöglicht, eine Verbindung aufzunehmen, wenn die vielleicht noch nicht die Sprache sprechen von dem Ort, an dem sie gekommen sind. Weil dieses Buch kann überall verkauft werden. Leute müssen nicht mal Englisch lesen. Shontan ist aus der asiatischen Diaspora, aber lebt in den Vereinigten Staaten und hat ein Buch geschrieben, wo dieser Artist Note schnell übersetzt werden kann. Aber ansonsten kann das Buch für die Erfahrungen von Bildung und Teilhabe und auch die Erfahrung von Fenstern, also Fenstererfahrung für Diversität überall eingesetzt werden, weil es eine verbindende Perspektive erzeugt, ohne Sprache. Und es ist aus der Perspektive von Menschen, die flüchten, geschrieben. Und eben halt nicht irgendwie ein Buch, was eher so karitativ ist. Also nicht über was die eher so Menschen, schreibt, sondern die Armen. genau. Ja, aus den Erfahrungen, in der Messiness, in dem, wie es schwierig ist, wie es nicht abgeschlossen ist, wie Leute verzweifeln, wie Leute mit der Fliegenklatsche das eigene Tier irgendwie erstmal versuchen loszuwerden. Aber dann irgendwann entsteht auch eine Verbindung und eine Annahme von diesem neuen Teil des Selbst, was eben halt überleben muss an diesem neuen Ort, weil es auch so Essensschubladen gibt und die Leute müssen anfangen, irgendwas aus den Essensschubladen zu machen, was anknüpft an dem, was ihnen schmeckt, an dem Ort, wo sie zu Hause genannt haben, erinnert. Genau. Ich bin totaler Foodie, deswegen für mich ist Essen total zentral, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, ich habe jetzt hier eine Frage, aber ich glaube, die hattest du zu Beginn schon beantwortet, was so eine gute Repräsentation in Kinderbüchern ausmacht. Das hattest du ja bereits erwähnt, glaube ich, oder? würd's Möchtest du tatsächlich da noch noch mal- was ergänzen? Ich würde gerne einen Hinweis geben und das nicht zu weit machen. Ich werde es in die PowerPoint, die für die Dokumentation ist, werde ich es auf jeden Fall reinnehmen, weil es eine ganz schöne Konzeption gibt in den Arbeiten der Inklusionsforscherin und Inklusionspädagogin Mai-Ann Boga. Und sie kommt aus der Disability Justice Movement und Disability Studies, also die Orte, an denen Menschen, Kinder und Jugendliche, die behindert werden, darüber nachdenken können, wie ihre Teilhabe und ihre Partizipationsqualität erhöht werden kann. Und die hat aus dieser Arbeit, aus der gelebten Erfahrung, nicht mitgedacht zu werden und sogar pathologisiert, also also nur gesehen zu werden in dem, was man nicht kann, also als Defizit gesehen zu werden, hat diese Konzeption, die nennt das Trilemma-Modell. Und sie sagt, um eine gute Repräsentation in diesem Fall zu kriegen, müssen 3 Elemente vorhanden sein. Einmal Normalisierung. Also ich lege viel Wert darauf in meinem persönlichen Leben, dass ich auch mal ganz normal als Erziehungswissenschaftlerin, ganz normal als Gärtnerin angesprochen werde und nicht jedes Mal zur Repräsentation von Rassismus, von Schwarzsein, von afrikanischem Leben. Also, dass man nicht in eine Schublade, in eine Ecke In gedrängt einer wird. Ecke und daher dieses Trilemma, ich bin eine schwarze Frau, das ist wahnsinnig wichtig für mein Leben. Und eigentlich ist das Dilemma zu sagen, sprich mich in meiner Realität an, aber ich bin nicht nur diese Realität. Und das hat Mai-Ann Boga gesagt in der Normalisierung, Kinder müssen Erfahrungen machen von ganz normal. Ich bin ganz normal ein Kind in dieser Klasse, ich werde wertgeschätzt, ich gehöre zu dieser Klasse, wie auch mal also Schulklasse, meine ich jetzt. Ich gehöre zu dieser Schulklasse und das sind die Sachen, die wir hier gerecht in dieser Schulklasse machen. Also ich möchte nicht immer jedes Mal nur angesprochen werden, wenn es um Migration geht. Dann wird jetzt, Tuba muss jetzt ans Wort kommen und immer zu allem, wo es um Migration geht, was sagen. Sondern Tuba mag gerne Astronomie, Tuba hasst Matheunterricht, liebt aber Biologie oder keine Ahnung, also diese unterschiedlichen und auch widersprüchlichen Facetten von uns, dass sie alle abgerufen werden. Weil die Erfahrung ist, dass Menschen, die historisch ausgeschlossen wurden, die historisch marginalisiert sind, dass sie immer wieder gerufen werden, um Dinge zu erklären, die eher zu Krisen, die eher zu dem Nicht-Normalen gehört. Also die Normalisierung, das ist ganz normal. Und zur Normalisierung gehört, dass wenn ich in die Bibliothek gehe, dass ich Bibliothekarinnen sehe, die aus meiner Community kommen.
Ja. Ne? Also, dass ich gespiegelt werde. Es gibt, ich muss einmal Also ganz auch die Einstellung vom Personal mit Migrationshintergrund wäre ein ganz wichtiger Aspekt für unbedingt die Bibliotheken. Personal mit Migrationshintergrund, aber auch Leitungspersonal mit Migrationshintergrund. Es gibt was ganz Witziges, als ich mit meiner Kollegin in Stendal eine Forschung gemacht habe zu Kinder- und Jugendliteratur in der DDR und in Westdeutschland. Aber Irgendwas werden wir hier wir kommen rausschneiden. langsam Irgendein zum Komplex werden Schluss. wir hier raus. Jetzt sind wir schon bei der Praxis, da hatte ich auch ein paar Fragen. Und Gerne. zwar, was würdest du empfehlen für Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, mit dieser Kinderliteratur umzugehen? Obwohl, bist du eigentlich auch schon eingegangen, aber vielleicht kannst du noch mal was ergänzen. Oder welche Bücher oder Autorinnen sind für beispielhaft, wenn es um diverse empathiefördernde Kinderliteratur geht? Kannst du da was empfehlen? Kann ich auf jeden Fall. Du hast ja auch Bücher mit. Die Bücher zeige ich auch gleich nochmal. Ich habe ja schon von Shontan, The Arrival, gezeigt. Also, was ich wirklich immer wieder sage, ist, multiprofessionelle Teams sind wichtig. Wenn wir nur aus einer Sichtweise gucken, also zum Beispiel nur aus der Sichtweise von SchulklassenlehrerInnen, dann werden wir nur einen Teil des Problems erfassen. Wir haben in der Studie, die ich erzählt habe, Inclusive Youth Literature, wir haben es dann am Ende des Projekts Empowerment Youth Literature genannt, haben wir die LehrerInnen auch interviewt und wir haben angehende LehrerInnen interviewt. Also wir sind ins Lehramtsstudium gegangen und haben mit angehende GrundschullehrerInnen gesprochen, haben mit ihnen darüber gesprochen, was ihre Lesesozialisation ist, was sie sich gewünscht hätten und was sie empfehlen. Es gibt ja immer so kleine Regale in der Klasse, die Klassenbibliothek, die ich wahnsinnig wichtig finde. Wir haben viele Ideen entwickelt. Wenn wir Zeit haben, können wir noch über ein paar von den Ideen sprechen, wie wir die Klassenbibliothek diverser machen und wie wir dafür sorgen, dass von der Schulklasse ausgehend, dass es genügend Spiegelerfahrung. Weil es ist wirklich ein Problem, wir können uns nicht inklusiv nennen, wenn wir eine Schulklasse haben und wenn es Kinder und ihre Lebensrealitäten gibt, für die es keine Spiegelerfahrungen gibt. Und dann gehen wir nochmal daher und sagen, wenn es eine Schule ist, die in einem bürgerlichen Bezirk zum Beispiel, dann kann es sein, dass sehr, sehr viele Diversitätsfenstererfahrungen fehlen. So, und konkret die multiprofessionellen Teams, etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was bisher leider noch nicht so stark realisiert worden ist in den Kontexten, in denen ich arbeite, ist eine stärkere Verzahnung von den Change-Stationen, von den Change-AkteurInnen im Bereich diverse Büchersammlung. Es gibt, da habe ich auch diesen Text veröffentlicht, ein Empathiegefälle in der Kinder- und Jugendliteratur, ein großes Netzwerk, das nennt sich DRIN-Netzwerk. Und DRIN sind große Buchstaben und die stehen für Diversität, Repräsentation, Inklusion, Normkritik. Oh, das merke ich mir, das hört sich gut an. Und Normkritik, genau. Und die sind ein Netzwerk, was sehr stark aus Personen, die in Deutschland basiert sind, besteht, also vor allem aus postmigrantischen BIPOC-Menschen, die IllustratorInnen sind, die KinderbuchautorInnen sind. Chantal Flor-Sanjon zum Beispiel ist eine prominente Kinderbuchautorin, eine jüngere, eine schwarze Deutsche. Und die sind zusammengekommen mit dem Goethe-Institut Finnland. Und das Goethe-Institut Finnland hat sehr stark so eine Inklusion in der Bibliothekslandschaft während der Pandemiezeit gehabt, in Zoom-Konferenzen. Die haben da IllustratorInnen aus der UK zum Beispiel. Einer von meinen Lieblingsbüchern, das habe ich jetzt leider nicht mit, Rocket Says Look Up. Das muss ich noch mal gucken, ob ich das in meiner PowerPoint schaffe, ein Foto davon reinzumachen. Okay. Also solche Netzwerke müssen als Ressourcen gebündelt irgendwo zugänglich sein, damit wir nicht mal das Rad neu erfinden. Ich habe dann im Vorfeld von meinem Impulsvortrag habe ich euch ein Brainstorming-Pad geschickt, in der ich unterschiedliche Checklisten, unterschiedliche Studien, Studien aus Deutschland, Studien aus der UK oder aus dem nordamerikanischen Bereich zusammengetragen habe. Irgendwie fehlt ein Ort, an dem gebündelt die Initiativen und ihr Instrumentarium, also sowas wie eine Infrastruktur, das fehlt. Okay. Also das wäre wichtig, nochmal rauszukriegen,
wo es eine Förderung für sowas geben kann, weil es müssen Menschen sein, die länger Zeit haben, um daran zu arbeiten, damit wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und nach Checklisten suchen, nach Initiativen suchen. Also das ist eigentlich so das fehlende Puzzlestück aus meiner Sicht. Okay, danke schön. Ich habe noch eine letzte Frage und dann sind wir schon auch am Ende. Ja. Was wünschst du dir für die Kinder- und Jugendliteratur in Zukunft? Wie soll sich perspektivisch da was ändern? Was sind so deine Wünsche, Empfehlungen? Das ist relativ leicht, dann kann ich gleich die Bücher zeigen. Also Genau. wirklich dieses Trilemma. Also dass genug Empowerment da ist, dass genug Normalisierung da ist und dass genug Dekonstruktion da ist. Und die Idee dahinter, weil diese 3 Konzeptionen reinzubringen, ist ein Spannungsverhältnis. Es gibt kein Quickfix, es gibt keine schnelle Lösung, sondern es ist eine Arbeit in widersprüchlichen Verhältnissen, es ist eine Arbeit mit und gegen uns, weil wir sind zum Teil, also ich habe, wie gesagt, mehrere Privilegien, ich habe aber auch mehrere Erfahrungen von Diskriminierung. Und die Idee ist, dass wir eine bestimmte Bescheidenheit an den Tag bringen und wissen, dass wir nicht alles sehen können. Und dass wir auch liebevoll uns selber hinterfragen müssen. Soll ich mal ein paar Bücher zeigen? Dankeschön, ja. So. Shontan und The Arrival habe ich schon gezeigt. Logischerweise ist mir sehr nah am Herzen Sulwe. Sulwe ist eine Erzählung über ein kleines schwarzes Mädchen, die ist dark-skinned und die wird sehr viel gehänselt und auch entlang von dem, wie Rassismus gebaut ist eben halt dark-skinned zu sein ein Ort, an dem Menschen sehr viele Erfahrungen von Abwertung und auch Kinder sehr viele Erfahrungen von Abwertung erleben. Das Buch ist von Lupita Nyong'o geschrieben und die hat dieses Buch auf Englisch geschrieben und ich dürfte das ins Deutsche übersetzen. Oh, wow. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich fand es auch, ich bin Bildungsausländer. Ich habe mein Abitur in Kenia gemacht, in Nairobi. Und das fand ich am Anfang sehr witzig, als der Mentor Verlag ausgerechnet mich als Bildungsausländer fragt, ob ich was ins Deutsche übersetze. Ich bin ganz fanat in dieses Buch. Das Buch ist von Vashti Harrison mit diesen wunderschönen Bildern illustriert. Und es ist wirklich eine Geschichte von Entmachtung und von Abwertung und von Transformation, wo mit der Hilfe von vertrauten Erwachsenen dieses kleine Kind, Sulwe, eben halt einen Weg finden kann, um sich selbst anzunehmen. Und um darin anzukommen, dass sie zwar gesellschaftlich abgewertet wird, aber dass es Ressourcen gibt für Empowerment. Okay. Das ist sehr eins. schön. Dann gibt es hier ein Buch, was aus dem Französischen übersetzt worden ist. Ich will den Namen, mein Französisch ist wahnsinnig schlecht, deswegen versuche ich den Namen Marguerite Aboué, ich hoffe, das ist halbwegs, Chainsaw Massacre of the French Language. Es ist ein Graphic Novel. Und mit dem, was ich eben halt erzählt habe, was wirklich immer noch unterrepräsentiert ist, mit einer weiblichen Protagonistin. Und das ist so ein kleines anarchisches Mädchen namens Akissi. Akissi ist auch so ein Anarchistin, würde ich sagen, also nicht nur Punk-Culture. Und die lebt in einer Großstadt, am Rande von der Großstadt in Côte d'Ivoire. Und Akissi hat alle möglichen Abenteuer, weil die kann nicht still sitzen. ein Comic? Es ist ein Comic, also Graphic Okay. Novel. Und es gibt auch mehrere. Es gibt auch eine von ihrer älteren Schwester. Und die Idee ist tatsächlich in der frühen Kindheit, also ein Kind, aus der Point of View von einem Kind in der frühen Kindheit, die mehrere Missverständnisse irgendwie verursacht, die in der Geschwisterfolge relativ in der unteren Rangfolge ist, die ist oft zu klein, um mit den anderen mitzuspielen, das lässt sich aber nicht gefallen. Okay. Und macht da trotzdem mit und daher auch das mit dem Empathiegefälle, also sehr, sehr kleine Kinder in der frühen Kindheit, die irgendwie noch so die haben noch keine Ideen zur Welt und haben keine Lösungsvorschläge, die ist sehr, sehr lösungsorientiert. Die Lösungen sind so ein bisschen problematisch. Das hier war ein Schlager in den Schulklassen, in den Grundschulschulklassen, wo wir hingekommen sind. Die Kinder haben das total verschlungen und davon gibt es sehr, sehr, sehr wenig. Dann habe ich letztens aus meinem Urlaub mitgebracht A Grandma's Magic
Und das will ich eine Freundin schenken. Das Enkelkind ist unterwegs, deswegen muss ich da noch ein bisschen, ein bisschen dran halten. Meine Freundin ist eine schwarze Frau mit einer Ostsozialisation, die ist in der DDR aufgewachsen. Und das, was ich schön fand, ist dass also eine Diversität von dem, was es heißt, Großelternteil zu werden, gezeigt wird. Das ist das, was mich an diesem Buch sehr angesprochen hat, und dass es aus der Perspektive von einem Großelternteil erzählt wird. Aber es wird nicht nur das Großeltern und ihre einzige Funktion ist eben halt Kinder zu betreuen, sondern sie haben ein eigenes Leben, und dazu ist eine reichhaltige Facette, neues Leben zu begrüßen, das in der Familie mit einzubeziehen und ihr eigenes Leben weiterzutreiben. Das finde ich ein total schönes Buch. Das waren alle Bücher. Oh, super. Vielen Dank für die Vorstellung der Bücher und für diesen sehr, sehr interessanten Impulsvortrag. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch mit dir zu führen. Ich bedanke mich ganz herzlich, und hoffentlich laden wir dich auch mal zu einem Pachtag ein, wo du live dabei bist. Unbedingt. Definitiv. Den nächsten Termin werde ich für euch reservieren. Wirklich, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Herzlichen Dank, Ja, liebe danke dir, Mascha. Mamsie.